Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen mal wieder weiter The Longing. Und seht ihr, was ich sehe? Wir haben nur noch 41 Tage, 19 Stunden, 42 Minuten und 20 Sekunden, bis das Spiel zu Ende ist. Da müssen wir uns jetzt aber mal ordentlich beeilen. Also ernsthaft jetzt, dass wir noch ein bisschen was machen. Also wenn ich bei dem Rhythmus bleibe hier. So. Und wie ihr hier seht, wir sind im weißen Raum. Das Problem an der Sache ist, die letzten Wochen fühlte er sich ausgesprochen einsam. Ja, ich war jetzt irgendwie knapp 2 Monate, wo ich nichts gemacht habe. Warum sind wir eigentlich bei 41 Tagen? Das kann doch gar nicht sein. Das sind 400 Tage. Spiele ich das schon so lang? Ach du liebes Lotsche. Okay, da müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich wollte eigentlich 5 Holz sammeln, um mir ein Bett zu bauen. Aber jetzt habe ich beschlossen, ich will nach oben rechts. Komm mal her, komm. Komm, mein Kleiner, komm, lauf. Ich will nach oben rechts. Da haben wir einen Pilz gesetzt. Zumindest sagt das meine To-Do-Liste. In die To-Do-Liste stehen 2 Sachen drin. Es fehlt 5 Holz im weißen Raum holen, Fragezeichen. Und dann steht noch Pilz gepflanzt zum Hochklettern, Fragezeichen. Pilzbereich oben rechts. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Pilzbereich oben rechts. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das der Weg ist zum Pilzbereich oben rechts. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ich könnte halt in den weißen Raum gehen, aber das wäre ganz falsch. Ich könnte aber auch mal gucken. Und ja, das vielleicht hier... Also das da ist der weiße Raum, das ist klar. Ja, Moment, ich bin unterwegs. So, das ist zu Hause. Da brauche ich eigentlich gar nichts. Bin mir nicht sicher, wo hier der Pilzbereich ist. Ja, komm. Nee, komm, geh mal da raus. Geh mal raus, ja, komm, rausgehen, schön rausgehen. Rausgehen? Er ist ein bisschen widerspenstig heute. Ach du liebes Lotsche, wie sind wir denn hierher kommen? Warum? So. Ja, reingehen, Junge. Will ich halt nicht so dran. Muss man alles selbst machen hier, oder was? Jetzt das, nee. Okay, ich werde das nicht finden. Lass mal gut sein. Wir machen das anders. Wir gehen zur Karte. Wir gehen zur Karte und dann gucken wir uns mal ein wenig um, ja? So. Okay. Er rennt so schnell er kann. Derzeit kann ich euch mal einen geilen Hosenträger zeigen. Sollte man übrigens nicht machen, es tut sau weh auf den Nippeln. Aber, so. Warum habe ich Hosenträger an? Weil ich ein alter Sack bin und jede Selbstachtung verloren habe, was eine gute Sache ist, denn da rutschen die Hosen nicht. Und ein Gürtel ist eine feine Sache, aber wenn du dich bückst und dein Hintern guckt raus, trotz Gürtel, ist das doof. Also, ich werde gerade ausgelacht hier aus dem Off. Also habe ich mir irgendwann gesagt, ich kaufe mir geile Hosen. Also eigentlich habe ich mir so Arbeitslatzhosen gekauft und festgestellt, das war meine erste Latzhose überhaupt, festgestellt, hey, das ist voll cool. Da kann hinten nichts rausgucken, vorne ist auch alles gut verpackt. Wahnsinn. Und dann habe ich mir Hosenträger bestellt. Habe ich das hier nicht schon mal erklärt? Macht aber nichts. Hosenträger sind voll cool. Ich habe normalerweise einen Pullover über den Hosenträger drüber, also es sieht kein Schwein. Außer du bist ein Bauer und arbeitest ohne Pullover. Im Schweinestall. Dann sehen es manche Schweine. Aber denen ist es, glaube ich, egal. So. Gut. Falls ihr euch jetzt denkt, was labert der für ein Quatsch? Ja, was wollt ihr denn sonst machen? Etwa hier das Spiel gucken, wie der da rumrennt? Ich mache ja gerade einen Speedrun. Okay, wo bin ich denn hier? Ah, ich habe so eine ungefähre Ahnung, wo ich bin. Heißt das nicht sogar Labyrinth? Ich habe so eine ungefähre Ahnung, wo ich bin. Okay. Ja. Gut, dann also wie gesagt, ich würde theoretisch gerne nach oben rechts gehen. Da haben wir wohl einen Pilz gepflanzt, zumindest laut meiner To-Do-Liste, die ich mir irgendwann mal gemacht habe. So, ich bin immer noch verwundert, wann haben wir das Spiel hier angefangen? Ich meine, ich bin hier erst bei Folge 9. Ich dachte, wir hätten noch locker 200 Tage oder sowas. Lockerstens. Ich muss mal gucken. Ich meine, das hier ist das einfachste Let's Play der Welt.
starte das Spiel. Du musst genau 2 Folgen machen. Die erste Folge startest du das Spiel und in der zweiten Folge nach ein bisschen über einem Jahr oder sowas startest du es nochmal. Bam, siehst das Ende. Dann kannst du sagen, hier guck, ich hab's durchgespielt in nur 5 Minuten, weil du es ja einfach nur starten musst und dann nochmal nach 400 Tagen. So, aber das ist wirklich schon 360 Tage her oder sowas? Krass, ey. Ich habe das damals noch unter... Ich muss wirklich mal gucken, wann die erste Folge online ging. Aber jetzt, das hier ist jetzt Folge 9. Das Krasse bei dem Spiel ist halt wirklich... Du kannst es wirklich jeden Tag spielen und du kannst auch jeden Tag was Neues entdecken. Oder jeden Tag etwas machen, das dich voranbringt oder oder irgendwas sammeln, also so Holz sammeln, dir dein Bett bauen, sowas. Es ist nicht wirklich viel, was du am Tag machst, außer du zockst es halt wirklich längere Zeit, 3-4 Stunden am Tag so. Aber du kannst jeden Tag ein bisschen was Fortschritt machen oder wie auch immer du das nennen willst. So. Das ist eine coole Sache. Seht ihr eigentlich meinen Mauszeiger? Ja, gut. Oder du machst es so wie ich und vergisst zwischendrin, dass das Spiel ja noch läuft. Also nicht läuft, aber dass ja das Let's Play noch läuft. Ist ja auch egal. So. Ist ja nur für mich da, dass ich hier sitzen kann mit verschränkten Armen, weißt du? Und das ist quasi, ich spiele mein eigenes Let's Play, das ich zugucke, während ich es spiele. Das ist eine feine Sache. Ich gucke ja gerne Let's Play. Ich gucke auch meine Let's Play gerne an, damit ich auch verstehe, was überhaupt los ist. Das Ding ist, ihr müsst mal selbst, wenn ihr noch nie gezockt habt und dabei gelabert und aufgenommen, macht das mal. Macht das mal. Ihr müsst es ja nicht online stellen, aber macht das mal. Macht mal und ihr müsst aber auch so richtig labern. Also nicht hier anfangen und dann nichts dabei sagen, sondern so richtig die Laberbacke raushängen lassen. So, und wenn ihr das gemacht habt, sagt mir mal eine Stunde oder so, irgendein euer Lieblingsspiel. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also oben rechts ist die Mine. Ich bin schon ziemlich weit oben. Ein bisschen weiter rechts ist die Mine. So, ich muss also... Naja, ab hier jetzt oben rechts. So, ja, also wie gesagt, macht das einfach mal. Und wenn ihr das gemacht habt, eine Stunde selbst gelabert und dabei gezockt. Und dann schreibt mal auf, was ihr im Spiel alles erlebt habt. Und ihr werdet feststellen, also wenn es euch zumindest so geht wie mir, dass ihr euch an viel Sachen nicht wirklich erinnern könnt, sondern eher so, ja, so ungefähr das habe ich gemacht, aber ihr wisst es nicht genau, weil irgendwie, das ist so, ich schalte die Augen auf Durchzug, weißt du, kennst du, Ohren auf Durchzug, ja, laber, da rein, da raus oder umgekehrt und gut ist. Und genauso ist es bei Let's Play auch. Du schaltest deine Augen und Ohren auf Durchzug, damit du selbst dein dummes Gelaber nicht hören musst und dein schlechtes Spiel angucken musst. Und dann gucke ich manchmal meine Let's Plays und lach mich über mich kaputt. Oder, was noch öfters vorkommt, das kann mir die Stimme aus dem Off auch bestätigen, dass ich meine eigenen Let's Plays gucke und dann so Sachen sage wie, Alter, bist du dumm oder was? Guck mal da vorne, hast du das und das vergessen? Mann, kriegt ihr das Rätsel nicht hin? Das ist doch so logisch. Und ja, kann sie bestätigen, ja. Und es ist mir durchaus bewusst, dass ich das selbst bin. Aber trotzdem, wenn man Let's Play macht und dabei labern muss, du kriegst viele Sachen nicht mit. Und die kriegst du aber mit, wenn du es danach nochmal anguckst. So, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Keine Ahnung. Leute, macht Let's Plays. Das ist eine coole Sache. Kannst du ganz gechillt sein. Und ihr könnt eure Let's Plays selbst angucken zum Einschlafen oder zum Motzen. Oder so wie ich jetzt, beides. So, geh da rein, Junge. Weiter. Okay. Geh da rein. So. Also, ich hoffe, dass das richtig ist. Ich habe mir halt geschrieben, Pilz gepflanzt zum Hochklettern. Pilzbereich oben rechts. Ich hoffe halt wirklich, dass das jetzt wirklich oben rechts ist und nicht hier irgendwo vorher oben rechts. So. Also, ich habe jetzt auch mal wieder keine Ahnung, wie lange diese Folge dauern wird. So lange, bis ich leer geplappert bin. Warum habe ich jetzt eigentlich noch eine Folge aufgenommen? Keine Ahnung, ich sitze hier und es ist
10 Uhr gerade, abends. Und eigentlich, ich sollte bald ins Bett, damit ich ein bisschen Schönheitsschlaf kriege, den kann ich gebrauchen. Aber du drückst dich dann so auf Steam rum und denkst du dann so, ja, eigentlich will ich noch irgendwas zocken, aber du hast auch nichts. Ich habe schon noch was zu zocken, aber das wäre dann schon wieder quasi Arbeit. Weißt du, ich will was Chilliges zocken. Und dann so, ja, ich könnte mal wieder eine Folge The Longing machen. Coole Idee. Chillig. Walking Sim. Auch wenn das eher so Schleiching Sim ist. Macht aber nichts. So, schon lange kein Longing mehr gemacht. So, okay. Wo sind wir denn hier? War ich hier schon mal? Ich glaube, wenn man hier hochgeht, hier kommt jetzt ein Spinnnetz oder so. Kann das sein? Oder auch nicht? Okay, also da komme ich auf jeden Fall hoch. Was passiert, wenn ich weiter nach rechts gehe? Ich mag dieses Atmen im Hintergrund. Ich mag es nicht. So, also da habe ich mal keinen Pilz gepflanzt. Da komme ich nicht weiter hoch, also müssen wir hier hochgehen. Das ist logisch. Nee, hoch. Oh ja, genau, machen wir einen kleinen Moonwalk. So. Oh, jetzt muss er sich ein bisschen anstrengen. Guck dir seine dünnen Ärmchen an. Hat er eigentlich ein Hemd an? Oder hat er einfach nur einen seltsamen Torso? So. So. Also da halt am Hals da auch noch so einen Strich hat, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das ein Hemd ist, ja? Was er da anhat. So ein Leibchen. Ein Leibchen. Ach, guck mal, wie schön. Da ist ein Felsen. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Dann kann ich jetzt auf den Felsen klettern und dann weiter nach rechts. Hoffe ich. Okay. Oh, jetzt wird spannend, Sorry, ich versuche hier irgendwie Stimmung aufzubauen. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr klettern, Junge. So. Das Schöne, das Ding ist, ihr müsst, glaube ich, ihr dürft auf keinen Fall die Folgen, die ich hier schon hochgeladen habe, hintereinander gucken. Weil ich glaube, also ich weiß es ja nicht, weil da so viel Zeit dazwischen ist, aber ich glaube, dass ich jedes Mal in jeder Folge immer dasselbe sage. Behaupte ich jetzt mal einfach so. So, und ich sage zum Beispiel, wie gut ich dieses Spiel finde. Und jetzt nicht nur, dass ich da viel labern kann und mit den Händen winken, weil ich nicht viel machen muss, sondern also wer Walking Sims mag, muss ja wohl auch dieses Spiel mögen. Ja, okay, es gibt auch Leute, die mögen Walking Sims, weil sie halt durch eine Story durchgeführt werden und alles. Mag ich ja auch sehr. Rein nur rumlaufen, ohne Story, ohne Ziel, finde ich auch doof. Habe ich so ein Spiel, habe ich von meiner Freundin geschenkt gekriegt. Irgend so Fotografie-Simulator oder sowas. Komm, wir heben mal ein bisschen was auf, dass wir was haben. So. Und du musst da einfach nur rumlaufen und fotografieren und das ist halt eher so, da musst du die Blende einstellen und sowas und das ist mir zu wenig. Ja, du schaltest eventuell neue Gebiete oder so frei, wenn du 5 Fotos gemacht hast oder so. Okay, ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Aber das ist mir zu wenig. Na komm. Und das ist mir dann auch zu wenig. Also ich brauche schon ein bisschen so Story oder irgendwas, wo du merkst, es geht vorwärts oder so. Wobei, wenn ich gerade an den okay, es geht hier nicht weiter. Wenn ich an den Mole Simulator denke, der Marshall, ne, Mole, der Hunt, da hast du ja eigentlich nichts anderes zu tun wie, naja, du sammelst halt Moscheln und kannst Fotos machen und sowas. Aber eigentlich so ein wirkliches Ziel ist da auch nicht, außer ja, sammeln Moscheln, was kannst du mitmachen? Ja, kannst dir Fähnchen kaufen, damit du beim nächsten Mal die Moscheln besser findest. Ist jetzt auch nicht eine Mega-Story, also da gibt's keine Story. Aber das war schon irgendwie cool. Das war ähnlich wie das hier, so einfach nur zum Hirn ausschalten, Moschel sammeln. Wobei das hier noch was ganz was anderes ist, weil er ist jetzt nicht der Schnellste, der Schatten, ja. Aber es ist so, das ist so schön entschleunigt. Es wär vielleicht was anderes, wenn ich hab's ja, also wenn man das jetzt so, wenn man die Taste gedrückt halten müsste zum Laufen, ne, dann wäre es vielleicht, ja, nervig will ich jetzt nicht sagen, aber dann müsstest du halt dauernd die Taste gedrückt halten zum Laufen. Aber nö, du machst hier einen Doppelklick und alles läuft. Das ist schön, ist entspannt.
Ich finde das schön, es ist irgendwie entschleunigend. Keine Ahnung, ob andere das auch schön finden oder alleine, ich muss mal gucken, wie so die Views sind von diesen Videos. Also wenn es mehr wie 2 sind, wovon einer wahrscheinlich ich bin und der andere wahrscheinlich auch, weil ich teste, ob das Video läuft, dann ist das schon gut. Dann ist das schon voll in Ordnung. Ist ja was Spaß. So, okay, also wir kommen zumindest mal ins ja, komm, hopp, auf. Sorry, ich hab hier oben hin. Also ich muss nach oben rechts. Pilzbereich oben rechts. Ich will zumindest an den Pilzbereich kommen. So, genau, hier ist das Spinnennetz, genau, das muss ich hochklettern, ja, genau. So, komm mal her. Das muss ich hochklettern und dann nach oben rechts, glaube ich. Also da will ich auf jeden Fall heute noch hinkommen. Also was heißt heute noch? Wir sind jetzt 15 Minuten drin, das ist ja nix. Das ist ja nix, ne? Und ich hoffe halt, dass ich diesen Pilz, dass ich den finde, den ich da gesagt habe. Es ist halt alles so nichtssagend. Also die 2 da, seht ihr das? Okay, die 2 da sind durchaus... Oh, was liegt da? Das ist doch die kleine Spinne. Komm mal her. Wieso sitzen die da unten? Die sitzt doch sonst immer auf dem Netz. Kann man die streicheln? Kann man eine Spinne streicheln? Sollte man eine Spinne streicheln? Freund... Was? Unsere Spinne ist gestorben? Mein einziger Freund, du hast mich verlassen. Oh. Ich werde mich immer an dich erinnern. Und jetzt begraben wir ihn hier? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, und nu? Wer macht mir jetzt meine Spinnennetze? Also... Nein, er war mein Freund. Er war mein Freund. Jetzt ist er weg. So, wie machen wir das jetzt aber mit den Pilzen? Ja, nichts aufheben. Ich bin traurig. Okay, also... Das ist jetzt mal ein Plot-Twist. Echt jetzt? Also, hä? Wieso? Er hat doch keinem was getan. Wie lange leben Spinnen eigentlich? So lange, bis sie im Schlaf von mir verschluckt werden, ich weiß. Nee, ernsthaft jetzt, wie lange leben Spinnen? Was ist so die... Ist das wie bei Hunden, dass große Spinnen je größer, desto kürzer? Oder so irgendwie? Weiß ja nicht. Gehen wir überhaupt noch richtig? Auch das weiß ich nicht. Also ich habe hier irgendwie, ich sehe hier gar keine Pilze. Zur Not müssen wir einen Spinnweb zurück und dann nach links gehen, aber da steht Pilz gepflanzt zum Hochklettern, Fragezeichen. Pilzbereich oben rechts. Ich gehe so weit oben rechts, wie es geht. So. Ich würde ja jetzt gerne gucken, wie lange Spinnen leben. Okay, da ist einfach nur was zum Aberzen. Will ich das? Nee, will ich nicht. Komm mal her. Okay, wir gehen das Spinnweb hoch und dann da oben weiter. Ich will so hoch wie möglich und dann so rechts wie möglich. So. Ich glaube, das ist jetzt aber egal. Wenn wir oben rumgehen, ist egal. Dann kannst du... Nee, ist nicht egal. Du kannst dich ja runterplumpsen lassen, soweit ich weiß, oder? Ja. Habe ich noch so eine ungefähre Erinnerung, dass wenn wir hier oben rum... Ah, komm. Wir müssen gucken. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zurücklaufen müssen. Weil wir uns so weit nicht runterfallen lassen können. So. So, also bei Hunden ist es ja, glaube ich, so... Aha, guck. Hier ist eine Abzweigung. Okay, da unten kannst du dich dann wahrscheinlich runterfallen lassen, aber ich will ja hoch. Bei Hunden ist es ja, glaube ich, so, je größer die sind, desto kürzer leben die. Also so ein Bernardiner oder sowas, die werden nicht wirklich alt. Weil ist halt so. Und so ein Chihuahua, der wird 392 Jahre alt. Bei guter Führung. Oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich kenne mich mit Hunden nicht aus. Kommen wir da überhaupt durch? Ist das ein Ausgang oder ist das irgendwie... Okay, er kraxelt mal zumindest. Nicht, dass er hier jetzt nicht weitergeht.
Ich bin hier hineingekrochen, um etwas von Wert zu finden, aber alles, was ich fand, war eine weitere Enttäuschung. Also, geht nicht weiter. Shit. Gut, dann. Ja, das ist jetzt nicht die erste Enttäuschung heute. Wobei ich bin nicht enttäuscht, dass die Spinne tot ist. Was soll das? Wie kann man da enttäuscht sein? Ich bin halt irgendwie traurig. Mann, ey, ich habe mein Handy auf dem Klo vergessen. Will ich jetzt halt. Oh, warte mal. Ich mach mal das Mikro aus. Okay, also habt das gehört. Vogelspinnen können bis zu 20 Jahre alt werden, einige kleinere, also da ist es andersrum, nur ein paar Monate. Aber Monate sind auch schon viel. Ich meine, es gibt Fliegen, die werden eher... Ja, okay, also die Eintagsfliege, ja, schon klar, aber die lebt ja ewig lang, jahrelang als Larve irgendwie in der Erde. So wie die Glocke von Schiller, die lebt auch einige Zeit lang in der Erde. Okay, sorry, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich jetzt da drauf komme, weil es halt so ist. So. Okay, wir müssen also unten hingehen. Ich hätte mir vielleicht mal eine Karte. Habe ich eigentlich ein Loch unterm Arm? Nee, oder? Gut. Ich habe gerade bei meiner Hose zwischen den Beinen ein Loch entdeckt. Bei der Hose, nicht bei meinem Körper. Ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt spontan entdeckt haben, dass ich ein Mädchen bin oder so. Das wusste ich schon immer. Ja, da ist so ein Loch und jetzt bin ich halt im Überlegen, ob es mir nicht egal sein kann. Sieht ja doch keiner. War als Lüftungsloch, weißt du? Turboloch. Ja, aber auf der anderen Seite... Ja, das Problem ist halt, ich müsste mir dann eine neue Hose kaufen. Wolle Hose kaufen? Wolle Hose kaufen? Ja, das... Ihr habt ja keine Ahnung, wie schlecht das ist, wenn man weiß, was man nicht will. Ne? Es ist halt eben nicht mit, gehst in den Laden, nimmst die Hose, probierst sie an, wenn sie passt, nimmst sie mit. Nee, das ist es halt nicht. Denn mein Problem ist, dass ich halt weiß, was ich nicht will. Und was ich nicht will, ist so enge Runzelhosen, wo du jede Runzel an deinem Sack sehen kannst. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. So, und dann Jeans ist halt immer so eine Sache, ob die nicht da hängen. Ah, da oben komme ich ins Pilzgebiet. Wie so ein Lappen an dir oder sowas. Oder was auch so schlimm ist, wenn der Schritt der Hose dir irgendwie in Kniekehlen hängt. Alter, haben wir die 90er oder was? Ist das wieder in? Also das grundsätzlich, ne, die 90er, da hast du ja die Hose, da hat ja der Arsch rausgeguckt. Da war ja mehr Arsch als Rücken da. Quasi. Da war nichts mit Hosenträger, da hast du das so gemacht. Dafür hast du dann deine Unterbuchse bis unters Kinn gezogen. War halt in. Hab ich nicht mitgemacht, den Scheiß. Ging mir damals schon auf den Sack. So. Okay, ja, jedenfalls. Dann hast du halt Hosen, die kannst du dir bis über den Bauchnabel ziehen, aber der Schritt, wie heißt das denn da, wo die Beine aufhören und zusammengehen, ne, bei der Hose? Das wiederum hängt trotzdem an den Knien. Wer will denn so rumlaufen? MC Hammer oder was? Ich glaube, es geht los. Das regt mich auf. Hosen kaufen. Ich kriege jetzt schon die Krise, wenn ich dran denke. Deshalb laufe ich lieber mit einem Loch am Sack rum, als mir eine neue Hose zu kaufen. Mann, Hose kaufen ist scheiße. Was es erträglicher macht, ist, mit meiner Freundin Hose zu kaufen. Und jetzt nicht aus dem Grund, wo ihr denkt, nee, aus dem ganz einfachen Grund, ich suche mir dann ein paar Hosen aus, 3, 4 oder sowas, gehe in die Umkleide, probiere die an und wenn mir das nicht gefallen oder zu klein oder zu groß sind, kann ich die meiner Freundin in die Hand drücken, kann sagen, hol mir die nochmal in dieser Größe. Da muss ich nicht selbst mich immer ausziehen und dann hin und her laufen. Kann ich dann meiner Freundin schicken, das ist sehr praktisch. Ja.
Hose kaufen. Ich falle einfach wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Jetzt ist es wieder okay. Ich hatte mal eine Zeit, so zwischen meinem 15. Lebensjahr und lass mich nicht lügen. Moment, 2021. Wie alt war ich denn 2021? Keine Ahnung. Wie alt war ich in 2015? Da habe ich auch keine Ahnung. Ja. Moment, pass auf. Im Jahre 2000 geschah es, dass ich 18 wurde. Dann war ich ja 2020, das sind ja 20 Jahre später, 38. Okay, also zwischen meinem 15. Lebensjahr und meinem 39. Lebensjahr, oh, da ist der Pilz, oder? Kann das sein? Habe ich nur Cargohosen angehabt. Also nicht nur, manchmal hatte ich auch keine Hose an. Was ist denn das für ein dummer Pilz? Der ist ja riesig. Also, ja, Cargohosen halt. So, mit Taschen an Beinen, weil die so praktisch sind. Warum soll ich denn den Pilz hacken? Ich schreibe mir mal kurz auf. Pilz hacken. So, und dann mache ich mir hier auch eine neue Erinnerung hin. Ja, merken. So, guck, da sieht man den Pilz, das ist gut. Aber ich gehe weiter. Ich will hier keinen Pilz hacken. Ich will nämlich gucken. Wieso sollte man denn einen Pilz hacken? Moment, es geht hier nicht weiter. Moment, kann ich irgendwo einen Pilz pflanzen, dass ich dann da hochgehen kann oder so? Aber warum habe ich den denn dann da gepflanzt? Das ist doch voll dumm. Ernsthaft jetzt? Ich kann hier weiter hacken. Ich habe hier noch gar nicht weiter gehackt. Okay. Pilz gepflanzt zum Hochklettern. Pilzbereich oben rechts. Das muss der sein. Pilz hacken und dann Pilzbereich oben rechts. Pilzbereich oben rechts. Wand hacken. Ja. Okay, also ich komme hier durchaus weiter. Aber warum? Aber warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Ja, so. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Ich würde mal sagen, den lassen wir jetzt ein bisschen hacken. Und ich mache auch mal die Hacken hoch, wie die Bergarbeiter sagen würden. Und beende damit hier diese Folge. Ich meine, die war ja jetzt auch schlimm, ne? Also wirklich, mein einziger Freund ist gestorben. Ja, ich guck mal, ich werde die nächsten Tage einfach noch ein Video machen, weil wir haben nur noch 41 Tage. Da müssen wir noch ordentlich was erleben, oder? Richtig? Richtig. Tschüss. So. Auf ins Nichts.